Zweiter Monolog. Am Meise mit der Greenhorn. Mr. Baraban, Business Broker, erzählt, wie hat ungelernt ab Greenhorn, was hat geheiratet zu dem Business. Erzählt mit seinen Luschen. Jahr 1916. Ihr sagt, Amerika ist ein Land von Business. Never mind, es darf so zu sein. Noch after all, gehen heiraten und verkaufen sich zu dem Business, das ist schon, excuse me, a Chaserei. Ich predige nicht keine Moral, nur ich sage euch, es ist Fakt, als 99% Greenhorns heiraten bei uns zu dem Business. Verdrießt es mich, und als ich der Tab als ein Greenhorn, wird es schon von mir trinken nicht raus. Leave it to me, will ich euch erzählen als Schönes. Sitze ich mir einmal in mein Office, in Mail die Post, kommt rein zu mir ein Greenhorn, noch gar ein Boy. Und mit ihm ein Weibele. Wo soll ich auch sagen, Blit und Milch. Schön wie der Tag und frisch wie ein Äppel, nur was von den Bäumen. Reingekommen, rief sich zu mir. How do you do? Sind ihr dus Mr. Baraban, der Business Broker? Sit down. Was hat ihr sagen geht's? Öffnet mir auf sein Herz und erzählt mir eine ganze Geschichte, so und so, also wie ist ein Boy, erst 10 Jahre in Land, ein Niepensmaker bei Trade, und in ihm hat sich verliebt auch das Weibele, gewähnt ein Mädel an Arbeitung, was vermogt $1000 in Cash, hat mit ihr Chassene gehabt und sich ein Business. Sie sollen kennen, machen ein Leben und verspuren arbeiten in Shop, worin hat nicht vorher gedacht, macht es. Bei ihm bleibt es. Und so weiter. Kicke ich auf den Weibele und suche zu ihm. In was für ein Business wollt ihr gegangen? Antwortet mir, wollte geöffnet als Stationary. Und gibt mir zu verstehen, als in der Stationary wollt sie ihm euch gekannt kommen zur Hilfe. Ihr versteht der Greenhorn? Nicht genug, hat der Tab der Pere, ein Essregel aufzumachen, Juni. Und nicht genug, sie bringt ihm $1000 in Cash, ist noch ein Bauen, sie soll ihm arbeiten, und wird sich sitzen mit seinen Chaverim, spielen im Pinochle und so weiter. Ich kenne meine Leid, trachte ich mir. Amake wirst du bei mir oben als Stationary. Ich kann bestehen, du sollst bei mir liegen wie ein Hund in einer Laundry. Wirst bei mir wären ein Laundryman. Was ist mir etwas eingefallen an Laundry? Weil ich gut gehabt auf der Hand, eine Laundry zu verkaufen. Und ich rief mich zu meinem Greenhorn. Zu was teugt ihr, sag ich, sich badern mit der Stationery Store 18 Stunden in Messless, herauskicken, Tome wird durchläufen, als Schoolboy, und haben Candy für ein Penny. Aber leave it to me. Ich will dir geben ein schönere Business, ein Laundry in der Bronx. Es der arbeiten reguläre Stunden und leben wie ein Käser. Und ich nehme ein Pencil, in Team ein Rechen aus, als noch alle Expenses, Rent, in Scheuchteirener, in Family Ironer, in Delivery Boy, in Laundry Bill und so weiter, bleibt ihm über reine etlichen $30 a Woche. Darf man besser. Was wird das kosten? Sag ich, $1000 ist das ein Bargain. No leave it to me, ich will es auch machen für 800. Ihr sag ich, darf nur abzahlen die paar Dollar, verbinden die Augen, nehmen die Schlüssel und ihr seid alright. Derweil sag ich, geht gesinnt und kommt zu mir in 3 Tagen rim, weil jetzt habe ich keine Zeit nicht und goodbye. Und allein bin ich weg zu meinem Laundryman und gebe ihm up Maseltov. Gott hat mir zugeschickt ein Hecht, ein Greenhorn, und als hat jetzt die Chance, ob ist ein Mensch, Putter zu werden von der Laundry, in gleichem Geld, soll wissen, was hat zu tun und so weiter. Hat gar nicht verstanden, was ich meine, und sagt sie mir. Bringt ihm nur dem Hecht, wird schon sein alright. In 3 Tagen, mein Greenhorn ist du, gebracht ein Deposit, weggestellt sich mit dem Weibele auf eine Woche 3, wie der Steger ist, und mein Laundryman hat schon mit Stammer gesehen, als die Woche von 3 soll sein alright. Und noch mit der Schmitzel auf jener Seite alright. Und mir hat gesettelt das Business. Der Greenhorn hat ungezählt die paar Dollar, der Laundryman hat ihm übergegeben die Bücher mit den Schlüssel, ich habe genommen mein Rachash, darf ich von beide zu tun, und so weiter. Mr. Baraban, Business Broker, weiß, was hat zu tun. Und wie sagt ihr? Finita la Commedia. Ah ja? Also sagt ihr. Bei mir hebt sich die Komödie erst an. Worin, als das alles Ding schon gewesen fertig, hat sich erst zerbrennt in mir ein Feuer auf dem Greenhorn. Verwusst kommt ihm, dem Mamser,
ein ungeschält Eierle gleichen Mäulereien, als ein Weiberle, $1000 in Cash, und ein fertiges Business unkopfweitig. Man darf bei ihm die Laundry abhandeln für Halbgeld und weggeben sie zurück zum friedigen Laundryman. Wie soll? Darauf bin ich doch Mr. Baraban Business Broker. Bei mir ist nicht so eine Sache, was ich so nicht kennen durchführen. Bin ich weg akkurat gegen der Laundry auf dem Corner von der 2. Street und hab ungedingen beim Agent herumge, reingefiedelt ihm ein $10 an Aufgub und hab ausgehangen ein Sign auf der Winde. Und du öffnet sich a Laundry. Aber der geht nicht weg in Tugzeit. Mein Greenhorn ist du mit der zerjischten Punem. Stage, ist ein Gekeulter. What is the trouble? Da erzählt mir von dem Imglick, etwas ein Schwarzjur hat ungedingen akkurat gegen ihm a Store in öffnet a Laundry. Wo willst du, Greenhorn? Will ich soll ihm gefunden a Coine auf der Laundry, wird mich bedanken auf den schönsten Art und wird ewig Gott beten von mir und so weiter. Beruhig ich ihm und sage ihm, als nicht so gering gefindt mir a Coine. Nur soll sich verlassen auf mir, ich will treuen mein Best. Derweil soll gehen heim und kommen in 3 Tagen, macht mich sich verworfen mit Business und so weiter und goodbye. Und allein habe ich geschickt riefen mein alten Laundryman und erzähl ihm so und so. Als hast du eine Chance, wegzuknien zurück beim Greenhorn dein Laundry für halb Geld. Sogt wie so wird ihr es machen? Sag ich, was geht es auch um? Leave it to me, darauf bin ich doch etwas Mr. Baraban Business Broker. Sogt alright. Sag ich, will ich haben dafür mein Commission? Sogt alright. Sag ich muss haben dafür ein Hinderter? Sogt alright. Und so weiter. Derweil sind übergelaufen die 3 Tage. Mein Greenhorn ist du mit dem Weiberle. Das Weiberle hat sich ein bisschen ausgebleicht, nur sie ist noch alles schön wie die Sinn. Was hört sich? Was soll sich hören, sag ich. Ihr darf zurück danken Gott, ich hab kaum gefunden einen Ballen auf euer Laundry. Nur was denn? Ihr müssen, sag ich, verlieren Geld. Wie viel? Fragt nicht, sag ich, wie viel ihr verliert, fragt, wie viel ihr gewinnt. Warum wie viel, sag ich, ihr sollt nicht nehmen, ist das wie gefunden. Ihr spielt sich, sag ich, mit Amerikaner Konkurrenten. Sie können euch, sag ich, hereintreiben in solche Expenses, als ihr sollt dürfen, sag ich, aufrappen sich inmitten bei Nacht und entläufen in ein Hemd. Was teug euch? Ich habe auf sie umgeworfen als ein Schreck, als sie haben ungenommen halb, wie viel sie haben reingelegt und haben noch ungezahlt mir Rachasch euch, worin ich bin doch nicht mehr hier, sich badern im Sist. In Auslandere? Noch hat Zeit, ihr seid noch nicht fertig. Ob ihr halt Kopf, darf ihr gedenken, als ich habe gehabt, reingezimmelt $10 an Aufgub dem Agent für ein Store und ausgehangen ein Sign auf ein Laundry. Fragt sich Akasha, le Mai soll ich losen $10 glatt auf den Wind, mir nicht, dir nicht. Bei Mr. Baraban Business Broker ist denn genevisch Geld zu wuss. Ist einmal weg. Zweitens brennt mich noch alles auf dem Greenhorn und es porket mich. Der Mamse hat noch etliche $100 in Paket und ein Weiberle bei der Seite, Gingold. Was kommt aus ihm? Mr. Baraban, der größte Business Broker von der East Side, bedarf um ein Weib, excuse me, ein Versehenisch, und noch ein Xantippe der Zieh. In der Greenhorn darf ihm Gott sie schicken, als ein Zatzki, you know, am Mezizele. Auskrinken soll es. Feulich sich nicht und schreibe ihm weg Apostelcard. Soll kommen zu mir auf ein Appointment, in der Schuh. Ich hab zu ihm ein Business. Lasst sich nicht beten und kommt zu gehen in der ruhegestellter Zeit und darf gehen mit ihr, mit dem Weiberle. Besetze ich sie, meine liebe Gäste, und erzähle sie am meisten, so und so. Ihr kennt nicht die Amerikaner Bluffers. Ihr sollt wissen, was für ein Trick der Ganef, der alte Laundryman, hat euch auch getan. Als die Hure stellen sich kaputt. Der Heine, sag ich, das hat sag ich, auch gedingen die Store gegen euch und hat ausgehangen als Sein auf der Laundry. Bichdei, sag ich, ihr sollt sich erschrecken, in dem Uptreten für halb Geld zurück sein Laundry. Der Herr, das Meise, hat sich das Volk genommen überkicken, geworden ungezünten und überhaupt das Weiberle. Die Augen haben mir gebrennt wie 2 Keul Feuer. Sie sagt, Joischer, sag ich, ihr sollt sich mit ihm abrechnen, mit dem Ganef. Soll euch haben zu gedenken. Mit was können wir sich mit ihm rechnen? Leave it to me, sag ich will ihm schon zurecht machen, dem Vogel. Als wird bei mir, sag ich, kann Trias am meisten nicht aufstehen. In euch, sag ich, wird finden rauskommen in der Teufel,
Ihre Züge haben ein Business noch besser wie früher. Kicken Sie auf mir wie die Teibelech, wie einer Rett, von euer Meul und Gottes Euren, und lang leben sollt ihr in so weiter. Und ich nehme und lege sie vor einen Plan. Darf man sie kaufen fremde Business und zahlen jenem von der Firma in Tug rein? Aber mehr gehe ich schon zum eigenen Landlord und dinge sie ob die Storke, wo es da gar nicht hat gewollt dingen. Und ich fixe sie ein für solche $300-400 a Laundry akkurat gegen sein Laundry und stelle sich weg mit ihm konkurrieren, wie viel nimmt, nehme ich billiger und ich mache ihm in 3 Wochen Zeit zum Muffen. Soll mein Nummer nicht heißen Baraban? Wusst heugeich, ich hab sie so zerschräuft, als der Grünhorn ist mir schier nicht aufgefallen kischen. In du schöne Weiberle seins hat sich zerrätelt und ist geworden noch schöner wie gewesen. In demselben Tag noch hab ich gerannt von Seert wegen der Storke und es ist gleich fertig geworden bei mir ein neuer Laundry mit Assign und mit Tischen und mit Hack und Pack. Und mein Volk hat sich genommen zu der Arbeit und es ist weg zwischen sie und zwischen alten Laundrymen eine flammfeierige Konkurrenz. Man hat sich geschmissen mit den Preisen, wie weit man hat gekannt. Hat jener gestellt 24 Cent a Dozen Flat, haben sie gestellt 18. Und noch zugegeben ein Spread im Sist. Hat jener heruntergelost auf 8 Cent Hemder, haben sie heruntergeschmissen auf a Penny und a halb Colors. Hat jener schon gemisst herunterschmeißen auf a Penny und so weiter. Der Spitze ist, man hat sich so lange geschmissen, bis der Grünhorn hat sich angeschockelt für die pur Dollar und geblieben ohne Penny, nicht gehabt mit was zu zahlen Rent. Hat gemacht die Laundry, Reus beschein wie ein, wie steht im Pussig, beschkape Juvoi, beschkape Jetze. Und jetzt riet sich bei mir up in Ludlow Street Jail. Dus habe ich ausgesicht für sein Weibele a Lawyer, wo's Mund bei ihm verniert wegen 3 Sachen. 1, ihr Geld, die $1000 Naden, 2, a Get, und 3, bis sie wird amul bekommen von ihm dem Get, soll sie supporten Leute die Gesetzen von Land, riechen sein Taten rein dem Grünhorn.